Hallo, Anfängervideo 5. Hier geht es um diesen Gizmo, dieses Werkzeug zum Bewegen der Objekte. Ich erstelle mal einen Würfel, bringe den schön in die Mitte. Man sieht jetzt hier diesen Gizmo. Der besteht aus Ringen, Pfeilen, Flächen. Ja, Ringe, Pfeile, Fläche und Punkten, genau, Punkten. Die Ringe, der äußerste Ring, der ist zum Skalieren vom gesamten Objekt. Das heißt, wenn man am äußersten Ring anzieht, wird das ganze Objekt größer oder kleiner gemacht. Die Rot, Blau, Grün, die Ringe, die sind zum Rotieren des Objekts in die jeweilige Richtung gedacht. Und die Rotation ist auch noch interessant zu wissen. Wir haben hier eine Snap-Funktion und hier ist der Winkel. Das bedeutet, wenn ich auf der linken Seite diese Snap-Funktion anwähle und diesen Winkel ändere auf 45 Grad, rasten wir ein, wenn wir diesen Ring drehen. Der dreht jetzt immer auf den eingestellten Winkel. Dementsprechend. Ich habe alles bloß wieder zurückgesetzt. Diese Kegel, die skalieren das Objekt entlang dieser Kegelrichtung. Also das hier verzerrt es ein wenig. Und ja. Gut. Der Gizmo funktioniert auch mit maskierten Flächen. Ich bin jetzt einmal auf diese Cell Mask gegangen und ich maskiere jetzt mal einen Teilbereich von diesem Würfel. Und wenn man jetzt diesen Gizmo wieder aktiviert, kann man über die Scale-Funktion und über die Pfeile die Form von diesem Objekt ändern. Und dementsprechend die ganze Sache so verschieben, wie man es nötig hat. Okay, ich bringe es wieder zurück in den Urzustand. Der Gizmo, der hat hier auch ein Settings-Menü. Das gehört zu dem Tool. Man kann hier die Größe einstellen von diesem Gizmo. Diesen Gizmo kann man hier auch versetzen. First Hit, Middle Step. Das hängt zusammen mit dieser automatischen Funktion. Hier kann man diesen Pivot versetzen oder auf Middle Step kann man hier diesen Gizmo-Mittelpunkt verändern und mit dem Punkt Auto hier auf dieser Seite ist dieser automatische Knopf und dieser Pivot-Knopf, der ist auch noch wichtig, den erkläre ich jetzt. Diesen Pivot-Knopf, wenn man drückt, kann man diesen Gizmo-Mittelpunkt verschieben. Man kann jetzt diesen Gizmo-Mittelpunkt in eine neue Position bringen und wenn man das Pivot-Zeichen wieder drückt, hat man jetzt hier diesen Gizmo an einer neuen Position und kann dementsprechend um diese neue Position rotieren oder von hier aus skalieren. Das kann man alles ein wenig ausprobieren. Gut. Wichtig ist auch noch in diesem Gizmo, ich mache mal ein Reset, damit dann sehe ich bringe jetzt dieses Objekt einfach irgendwo in den Raum. Und wenn ich jetzt hier die Symmetrieachse einblende, dann sehe ich bin nicht mehr in der Mitte.
Um das Objekt wieder in die Mitte zu bringen, nutzt man diesen Move Origin. Das bewegt dann die Sache wieder in die Mitte. Dann auf der linken Seite diese Auto-Funktion wieder anschalten. Bringt den wieder in die Mitte vom Objekt. Und ein Reset, bei Action Reset drücken, bringt mir das ganze Objekt wieder genau in die Mitte von der Welt. Move Origin und Reset. Gut. Zum Pivot, was haben wir noch? Symmetrie, Clone, Pivot. Irgendwas habe ich noch vergessen. Ah ja, dieses hier in diesen Tools, dieses Pivot oder Gizmo, ich sage immer Pivot oder Gizmo, also dieses Gizmo-Ding kann man hier packen und versetzen. Ich habe das ganz nach oben geschoben, weil das braucht man doch relativ oft. Nun gut, das soll es mal gewesen sein. Ansonsten erklärt sich dieses Teil mit der Zeit, weil man es in jedem anderen Ding immer wieder braucht. Wird in mehrere Videos dann vorkommen. Alles klar, viel Spaß beim Sculpten. Tschüss.